Das Abenteuer geht weiter, hier bei Hyrule Warriors mit dem Abenteuermodus, aber nicht hier und auch nicht hier oder sogar hier. Nö, heute ist wieder mal die Schattenkarte dran. Um es mal noch ein bisschen klar zu bekommen, ob es wirklich so schwierig ist, wie alle irgendwie das Gefühl haben. Ja, ihr seht ja nochmal ein, zwei Missionen gemacht, um ein bisschen das Gefühl für die Karte zu bekommen. Und wir legen gleich mal hier oben los, das heißt gemeinsam gegen den Feind, es wäre etwas mit Feich, hätte zwar aber hier eher Bock, endlich mal Piruma ausprobieren. Der gute Piruma, ich bin noch hoffentlich ein bisschen dran, da Link zu trainieren, irgendwie so Stufe 200 eigentlich wäre schon gewünscht, aber ne, da wird nichts mehr. Es gibt so Missionen, wo ich irgendwie schon 1 bis 2 Dinge dazu bekomme, sprich stufenmäßig, 1 bis 2 Stufen pro Map, aber ja, da haben wir trotzdem so lange, ganz ehrlich, und momentan ist die Motivation auch nicht mehr so da, also da sonst 100% zu machen, deswegen, naja. Vielleicht später mal. La la la, Verbündete retten, ja, also hier nichts Neues. Ja, die Schattenkarte ist so klein als Masterquest-Karte, gilt aber ja allgemein als die härteste aller Karten. Und man sogar irgendwie Charaktere um Stufe 200 und so etwas benötigt, damit das irgendwie was wird. Okay, Verbündeten wählen. Ja, Volga, der ist cool. Ich wähle dich, Volga. Wenn es recht ist, werde ich das übernehmen. Naja. So, mal gucken. Die Kombination von Piruma. Die ist eigentlich noch geil. Wie mache ich die? Mit 3 oder 4 Mal? Ja, mit 4 Mal, okay. Link hat das. Okay, das ist schon wäre jetzt unser Feind. Dann zeig doch mal die Bedingungen für die Niederlage. Ja, cool, das war klar. Ach du Scheibenkleister. Hallo, Lana! Wenn man so wahrscheinlich gar nicht gehofft hatte. Wow! Ich glaube vor allem daran, dass Piruma sowieso noch eine schwache Waffe hat und auch noch nicht so ein hohes Medaillenlevel, beinahe gesagt. Ja, noch nicht so gute Medaillen. Ja, sonst Piruma geht auch, also sicher irgendwie einfacher oder angenehm zu zocken als mit Sia, aber trotzdem Volga wäre das schon von Bösewichten meine erste Wahl. Der ist schnell, der ist stark, der ist was perfekte Charakter zum Zocken. Wobei, muss ich auch sagen, damit Link, ein kleines Ding, natürlich auch mit Impa, zocke ich auch gerne. Beim Impa damit mit der Naginata. Die hat ja so eine Reichweite. Thomas war cool zum Nerven. Ja, komm, versuch dein Glück, versuch es nur, lalala. Mega Laser! Der Laser ist schon cool. Lana wurde platt gemacht. Gib mir deine Materialien. Oh, voll umringelt da von Volga, Sia und Piruma. Ich hab, tschüss. Sie haben sich zurückgezogen. Ach du Scheiße. Ja, die Musik gibt den Ton an. Was wollt ihr, Mann? Ja, jämmerlichen Narren! Was? Ist ja halt wahnsinnig!
Oh Mann. Jetzt haben wir ein Problem. Ich spüre die Macht meiner Finsternisling. Der ist gar nicht da. Okay. Danke sehr. Alle mal Laser. Oh Mann. La 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 la. Weil jetzt noch zugeben muss, ich kann mir durchaus dann noch vorstellen, irgendwie da mit Masterquest und Schattenkarte dann auch noch voll. Vor allem damit die neue, also neues übertrieben halt, mit den Charakteren, wo ich halt sonst nie gezockt habe, wie jetzt eben Pyroma, Vulga und Sia nach voll durchzustarten. Aber nicht, wie gesagt, nicht die aktuell, das Let's Play läuft so lange und mache jetzt echt mal eine Pause davon. La la la, Link wurde besiegt. Wow! Amaranga. Da hat 2 Materialien gedroppt. Was war denn das? Neues Feature? Geil. Falle mal Laser! Hallo Goma. Was machst du denn hier? Goma einen Bogen anschleicht. Alter! Da tun wir jetzt schon ein bisschen, dass es so schnell ging. Alter! Okay, nimm's zurück, Puma ist cool! Vor allem mit seinem Laser, ey. Oh Mann. Ja, Freunde, ich überlege echt. Also sprich, Alter, er greift mich da hinten an. So ein Trottel ist das. Sprich, ja, wie gesagt, wir zocken jetzt hier ein bisschen noch die andere Karte und je länger ich halt jetzt da zocke mit Pyroma und Vulga und so. Alter, was für üble Kombis. Das ist natürlich schon ein bisschen was im Sinne von, warum will ich das ganze Let's Play dann so 100% abschließen und so. Kommt schon die Frage ein bisschen für mich auf, aber ja, man kennt es ja auch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und ich kenne mich in der Hinsicht sowieso. Ich sag dazu eigentlich nur mal, Xenoblade Chronicles, damals habe ich ja auch nicht gewusst, wann ich aufhören soll, beziehungsweise haben teilweise das Projekt schleifen lassen, so in 2 Wochen so Pause gemacht und weitergezockt und das war natürlich auch ein Fehler und den will ich ja hier nicht nochmal wiederholen. Daher im Sinne von lieber gleich einen Schnitt machen und sagen, ja, das war jetzt die erste Staffel und so, wenn etwas kommt, dann vielleicht später mal oder etc. etc. Ist eigentlich auch klüger. Dass ich jetzt hier wieder leere Versprechungen mache, oder versuche Versprechungen zu machen, die ich dann irgendwie doch nicht halten kann. Die ist doch wahnsinnig! Ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr, was mache ich hier? Wuhu. Ich lege einfach los und sage, Mana habe, ist cool. Okay, kann Schaden. Wow, Alter. Scheinbar zieht jemand noch viel ab, also sprich Goma. So, jetzt machen wir Feierabend hier. Riesige Hand. Erinnert mich gerade ein bisschen Yu-Gi-Oh! Seal oder Sechsel. Aber egal. Alter, die Attacke reduziert die Barriere ja grausam. Das wird so stärker. Da muss Lana sterben. Das wird's raushalten. Keine Sorge, Sia, wir sind in der... Was war das eigentlich wohl die ganze Zeit? Ich sehe ihn kaum. So, tschüss, das war's. Kannst abdüsen. Geh schon, Goma. Goma? Gehst du mal? Ich will ein Item haben. Wo krass war? Was eine lachhafte Vorstellung. Goma, kein Bock mehr. Wir bleiben mal hier. Ist ganz cool hier. Und dann sind wir Hunger.
Ja. Dann futter mal schön. Oh Mann, oh Mann. Der gute Pyroma. Kampfschaden. Oh, sogar eine Rang. Not bad. Und wir haben einen Krug bekommen, aber keine Ahnung mehr, was er macht. Alter, was für Gegenstände. So farmen kann man noch ganz gut, wa? Den Krug erhalten. Bloß wisst, was der Krug genau macht. Ah, die Schalt, okay. Schalt aktiviert werden, ja. Ja, eigentlich logisch, wa? Hier kriegen wir, das war ein Seelentau, wa? Um Solo-Gebiete, die als so schwarz umrandet sind, zu befreien. Okay, mal gucken, was gibt's hier. Geteiltes Leid, begrenzt auf, na gut, machen wir schnell mit Vulga. Ja, Freunde, vielleicht gibt es da noch 2 Parts, weil ich will eigentlich vor allem noch zeigen, warum das diese Map hier wirklich so schwierig ist. Sprich, ja, halt die Schattenkarte generell, oder? Sagen wir, sei es eher doch sehr schwierig, wo halt Charaktere um Stufe 200 sogar nötig wären. Aber bis jetzt, gut, Pyroma ein bisschen Schaden gekriegt, aber man hat sie gesehen, trotzdem Rang A noch. Was wollt ihr, Narren? Flieht vor der Herrlichkeit Volgas! Schade, hatte gerade eine coole Luft. Komm, wir mal. Was? Wow! Ja, fies. Wenn nur begrenzt aufteilen zu können, ja, hoffentlich auch. Brauche hier noch etwas. Sieht nicht so aus. Nein, 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 nein. Man geht langsam auf den Sack hier. Flamethrower. Ja. Ah, Hilfe. Flamethrower. Naja, immer mal eine. Alter, wieder 2 Gegenstände gedroppt. Spürt die Macht eines wahren Drachens. Okay, das hat wehgetan. Wie, einer hat's überlebt? Mission ist Wieder war's bereits? Tatsache. Ja, bist du doch einfach als dachte. Hä? Also da habe ich auf ein Skill over 8000 oder aber, das ist wieder mal zu früh gefreut. Und die war jetzt echt einfach, ey. Alter Schwede. Ich meine, klar, wir sind Level 100, aber der hieß von irgendeiner Schattenkarte, oh ne, was ist Stufe 200, damit das locker durchgehst und so, also einigermaßen locker. Alle Waffen voll und so, momentan. Naja, Leute, wisst ihr was, wir machen es noch ein bisschen weiter. Also ja, so wie es aussieht, wird es noch einen zweiten Part davon geben. Also sprich, im nächsten Part geht es dann hier wohl weiter. Und dann gehen wir wohl erst im nächsten Part zurück nach Termina. Ich denke mal so Anzahl Partmäßig oder 130. Ja, wäre dann ganz nett noch. 130 Folgen für die erste Staffel. Haben wir schon viel gemacht. Hätten dann... Alter, Impass Haarbänder. Übel. Umhalten, dankeschön. So, der Seelentam. Ah, bitte nicht begrenzt. Ah, Gott sei Dank, das schon müssen mit Agneta. Das hätte was gegeben. Bisher ist man im Dschungel, darf niemand begrenzt. Nehmen wir doch hier jetzt mal endgültig wieder mal die gute. Mit anderen Kostüm war. Die beiden sind miteinander verbunden. Okay, ich glaube, hier brauchst du die Tante, damit das funktioniert. Wobei, ich verstehe sowieso noch ganz die Funktion davon.
Weil ganz ehrlich, es geht ja darum, du kannst die Portal nur benutzen, wenn beide grün sind. Sprich, du musst die Mission jeweils schaffen, entweder die hier und dann halt die auch noch. Weil die haben wir bereits gemacht. Nee, noch nicht gemacht, gut. Eben, also du musst einfach die Mission schaffen, nachher wird das Portal grün, dann kannst du es benutzen. Du musst ja beide schaffen, damit es grün wird. Also, wozu überhaupt teleportieren, wenn du sowieso die Map schon gemacht hast, kannst du trotzdem immer so hin und her. Also momentan ist mir das hier noch nicht so, gegeben, aber gut, mal gucken. Also, mit der guten, mit dieser Midna, ja, wieso nicht? Ja, nee, es muss nochmal einen Park geben, weil ich will vor allem noch wissen und will auch zeigen, wie das eigentlich mit diesen richtigen Schattenkarten aussieht, weil ja, so ein Schattengebiet halt drauf ist und das Ganze noch befreien muss und so weiter. Na, irgendwas Spezielleres ist. So, wie gehen sie gut schon wieder? Genau, das war die Brücke. Da hat sie noch ein paar coole Angriffe gehabt. Der vor allem! Boom, boom, boom! Und natürlich nicht zu vergessen der hier. Oh, da kommen gleich mal ein paar starke Typen. Ja, das Haar haut rein. Und das Huhn. Das Hund. Booms. Na, Spaß macht's echt. Macht guten Damage. Gut, ich meine, er hat hier natürlich schon alle Waffen, Stufe 3 und so was. Er hat eigentlich schon die stärksten Waffen. Was fehlt denn ihr eigentlich noch? Ja, noch ein höheres Level. Ein paar Materialien halt noch. Sonst ist sie schon ganz gut geskillt, ja? Das ist ein bisschen heaviger. Ich will sagen, auch nicht, was macht eigentlich? Nein, das waren die Riesenwölfe. Das war der Kleine. Boten zu ihrem Ziel, ja gut, das bin ich dran, also beziehungsweise macht sie direkt selber. Ach, ist das nicht schön? Lala, lala. Ich möchte gar nichts machen. Und ruft verstärkt. Auch gar nicht, der Trottel. Auf den Kampf! Denn sie haben's bereits erobert. Gut, der andere noch nicht. Nee, der andere noch nicht, der muss ganz kurz rüber. Und sie ist auch ein bisschen im Bedrängnis, wie es aussieht, aber das haben wir relativ schnell wieder gelöst. Das wird wehtun, Freunde, ich sag's jetzt schon. Ja, ich hab's gesagt. So, wer lebt noch, will noch was in die Fresse haben? Lebt noch einer, natürlich lebt noch einer. Gibt immer solche Typen, die denken, no, ich schaff das schon gegen sie, ich schaff das, ist nur eine Frau. Tja. So viel dazu. Nur eine Frau vor allem. Boah, Alter! Das war auch nicht schlecht. So, und sonst sieht sie hier ganz cool aus. Gehen wir auf die andere Seite. Gut, die Midna ist noch ein bisschen langsamer. Ich glaube, sonst wäre sie echt überpowered. Eine Feste mehr für unsere Truppen. Und tschüss! Mega Laser! Okay, vielleicht Schlüssel? Was soll es denn sonst sein?
mit da, also bitte. Dankeschön. Und der Part ist vorbei. Jupp. Was haben wir da Schönes? Ja, mal schauen. Der Boss-Key. Nice, wa? Irgendwie ja schon. Der Magus wurde platt gemacht. Dann kann natürlich schon den nächsten Typen teilt sogar noch auf. In your face! Alter, das gibt's. Eine Kiefer-OP würde ich sagen. Bleibst du gefälligst hier, du Arsch mit Ohren. Ja, ich muss eher zugeben, bis jetzt sehe ich noch nicht, wo hier die Schwierigkeit sein soll. Auf der Schattenkarte. Aber ja, wie gesagt, das wird wohl eher später kommen. Haben wir noch starke Typen? Nö. Nichts für unseren Laser! Dann ist wohl auch nichts mehr. Ja, gehen wir direkt mal zum Endboss. Aber Freunde, den machen wir erst im nächsten Part platt. Da ist ein Kommandant erschienen. Ich glaube, das sind ja unsere, die das irgendwie oben sind, wa? Wir müssen nachhelfen. Nö. Das schaffen die alleine. Nun denn, und die Seite geht hier bei der Schattenkarte nochmal bei Hyrule Warriors. Seht ihr im nächsten Part. In diesem Sinne, ja. Tschüss.